Ich bekomme Meldungen, dass Ranger in das Gebäude eingedrungen sind. Tragen wir den Kampf in den Altro-Turm. Exakt. Und genau das werden wir jetzt machen. Zumindest schauen wir mal, wie weit wir kämen. Wir wissen ja nicht, was Team Nachtschatten uns nur so entgegenstellen kann. Aber ich begrüße euch herzlich. Das letzte Mal hat ja Team Nachtschatten aus dem Nichts uns angegriffen, weil wir Albert hatten und die auf einmal dahergekommen sind mit seiner kleinen Schwester Melodia als Geisel und haben so gezwungen, wieder mitzukommen. Sie kennen nämlich nichts. Sie kennen nämlich absolut gar nichts. Ohne Albert. Die Maschine muss fein justiert werden und das geht nur mit ihm. Da sieht man den ganzen Turm in voller Pracht. Und genau den werden wir jetzt deaktivieren. Hey, ihr in den Ganzkörper-Trikots, öffnet die Türen. Ist das irgendein kranker Witz? Die Firma kann uns doch nicht einfach ohne Vorwarnung rauswerfen. Behandeln uns nicht, als ob wir ersetzbar wären. Wir verlangen eine Erklärung, warum wir entlassen werden. Oh. Es gibt also doch nur gute Arbeitnehmer in der Altro GmbH, die jetzt aber allesamt rausgeschmissen worden sind, wie zum Beispiel die Empfangsdame. Cable steigt davor aus. Was willst du? Kein Zutritt für dich, es sei denn, du hast eine Berechtigung. Ranger mit einer Zugriffsberechtigung? Soll ich mal lachen? Und direkt ein Fight. Hallo, hallo, hier sind Zivilisten. Ihr habt sie gerade alle gefeuert und jetzt auf einmal schickst du hier ein Komini vor, oder was? So nicht. Ja, mega. Wir machen direkt mal die doppelte Aufladung. Ja, natürlich. Oder auch nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die doppelte Aufladung scheiße finde. Weil ich gefühlt, das dauert so ewig, bis sie aufgeladen ist. Und dann ist es meistens so, dass ich instant den Kreis verkacke. Aber wir starten schon mit Good 3 mit so einem. Naja, Boss der jetzt nicht sagen, aber Jan Mega ist ein cooles Vieh, das wir noch nicht gehabt haben. Boah, ihr lästigen Ranger! So, jetzt schnell rein. Hier hätte doch nie jemand geahnt, was Präsident Nubilus Strahlemann für eine grässliche Person ist. Oh ja, er ist der heftigste. Ihn gilt es aufzuhalten. Führe Operation Lumino aus! Immer nur die chillige. Oh. Die chillige Eingangsmusik, Mucke. Da, das sollte reichen. Das sollte gesetzestreue Angestellte und nervende Ranger draußen halten. Ja, blöd, Alter, wir sind schon herin. Und ihr könnt's nicht flüchten. Wie? Was machen denn die Ranger hier? Bloß weg hier! Diese Barrikaden versperren den Weg. Das war wieder ein klassisches Eigentor. Und was jetzt? Was sollen wir tun? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. In erster Linie schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Wir müssen nach oben. Wir wussten doch, dass ihr kommen würdet, Ranger. Alarm! Jetzt kämen doch die ganze Zeit Admins raus, oder wie? Und die müssen wir klatschen. Würdet ihr mir bitte erklären, wie Ranger so weit in das Gebäude eindringen konnten? Ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Wir sind zwar umzingelt, aber wir sind Top Ranger im Rang 9. Okay, weiß nicht, wie es bei Bodo ausschaut. Ach je, wie aufdringlich und primitiv. Jagt sie davon, Schergen. Euer episches Abenteuer hat hier sein Ende erreicht, Ranger. Echt? Und wieder nur so Lappen-Pokémon? Okay, es sind 2 Stück, aber... Oh. So. Ja, und der Treffer war unnötig. Aber ich möchte hier nicht lang fackeln mit diesen komischen Schergen und Admins. Wir müssen ja direkt zum Big Boss nach oben. Also, komm, macht's mir Platz, wir müssen hier durch. Und zwar dringend. Ihr werdet Präsident Strahlemann nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen. Oh, jetzt kommst du auch nochmal. Ach so, ein Tangolist, okay. Das ist geil, weil wir haben ja schon ein paar mit Blanas bekämpft und Tangolist ist die Weiterentwicklung. Und Blanas hat halt also nichts drauf gehabt. Und jetzt holen wir uns an nur Tangolist. Oh, okay. Statischer Wirbelsturm. Aua. Brauche aggressivere Linie hier langsam. Ich hab's letztes Mal schon erwähnt.
Na, komm. So. Oh ja, ihr seid gut, ihr beide. Aber mich mit eurem Fang zu besiegen, wird euch nicht an uns vorbeibringen. Schergen, ergreift sie! Jetzt körperlich werden, oder wie? Ihr habt keinerlei Ehrgefühl. Ziel! Beseitigt! Irgendwie hab ich's geahnt. Ware, Bodo! Seid ihr in Ordnung? Haha! Na, Olli 3, Urs, Froderich und Luana. Wir Bezirksranger haben Befehl erhalten, eure Operation Lumino zu unterstützen. Überlässt uns solche nervigen kleinen Störenfriede wie die hier. Ihr zwei müsst weiter nach oben gehen. Geil, Olli heute zusammen. Ja, Mann. Sowas finde ich ja immer episch. Hehehe. Dabei muss man ja sagen, wir sind immer nur zu siebt und wir nur zu fünft. Aber ich schätze, wenn Urs dabei ist, dann ja, hat man schon ein bisschen mehr Angst. Danke, Guys. Ach, das ist cool. Wie wir damals bei Erna angefangen haben. Jetzt eilen sie uns zur Hilfe. Dieser Fahrstuhl. Er hat überhaupt keine Knöpfe und Zahlen. Wie bedient man das Ding? Ich schätze einfach, dass er komplett hochfährt. Instant? Oh na. Willkommen. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Nach Eingabe Ihres Passworts werden Sie zu Ihrer Arbeitsebene befördert. Tch, Passwort wie? Oh hey, da fällt mir etwas ein. Albert hatte Zugang zu diesem Gebäude, also müsste er ein Passwort haben. Versuchen wir es mal mit Worten, die für Albert wichtig sein könnten. Ich werde mich in Alberts Gedankenwelt versetzen. Wie wär's mit Brille? Nee. Ich hab schon eine Idee. Also ob man mal ob was sagt. Oh, versuchen wir Tolero. Oh, die dumme Drecksau. Lassen wir mal lieber. Möglich ist alles. Versuche Passwort. Nö, auch nicht da. Hey, wie wär's mit Melodia? Jackpot. Da sind wir. Passwort korrekt. Willkommen, Professor Albert. Wir werden auf Ebene 9 anhalten. Ja, das war ja irgendwie obvious. Eustratio Melodia. Fahrstuhl steigt. Ja, er ist ja sogar Mietganger als freiwillige Geisel im Prinzip. Wird Melodia nichts wert. Dieser Albert, er vergöttert Melodia richtig. Scheint ein netter Typ zu sein, wenn er sich so um seine Schwester kümmert. Ja, und naiv. Ach, gelegentlich arbeitet er für die heftigste Mafia im Land, aber sonst netter Typ. Man kann sich unterhalten. Was? Der Fahrstuhl hat angehalten? Hey, der Strom ist weg! Seid ihr da drin in Ordnung? Ich will euch da rausholen. Einen Moment. Oh. Haha, ich hab gelogen. Weiter als bis hier werdet ihr nicht kommen. Okay, ich hab mich schon gewundert, so, Alter, wer kann das jetzt say? Dabei ist nur wieder so ein Lappen-Admin. Mit so einem Lappen-Zwirklapp. Wobei ich glaube, so lappig sind die nicht, aber schauen wir mal. Mir ist gerade aufgefallen, dass diese Flamme immer zu uns herkommt. Das ist ja übel assi. Ja, wir gehen erst auf Ohren. Batz, der erste ist weg. Boah. Ja, aber die Aufladung hat schon Power. Das stimmt schon. Nein, bitte haut mich nicht. Bitte tut mir nichts. Oh, ich weiß was, Ranger. Ich habe hier eine Strickleiter. Ihr könnt sie verwenden, wenn ihr wollt. Hä? Ja, ciao. Wir gehen damit weiter auch. Ah, okay. Hier geht's nochmal weiter. Das ist jetzt praktisch so eine Art im Schacht oder so. Ich glaube, wir können da hochklettern. Alter, ich bin ja gespannt, weil das hat jetzt so ein bisschen Final-Vibes, aber es ist mit Sicherheit dann noch nicht vorbei. Und ich bin gespannt, auf wen wir jetzt so treffen. Treffen wir nur mehr auf Herrn Tolero? Okay, wir treffen jetzt auf jeden Fall erstmal mal auf die ganzen Admins. Mann, 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 die ganze Warterei auf euch hat mich echt fertig gemacht. Wie Udo schon erzählt hat, macht ihr als bedrohliche Erscheinung nicht viel her.
Doch ich glaube, mit euch beiden werde ich noch alleine fertig. Ja, okay, wir schauen vielleicht nicht bedrohlich aus, aber das sagt ja gar nichts. Knacksel? 3! Okay, das ist nochmal was anderes dann. Ich würde gerade sagen, ja, wir haben schon einen Knackrack besiegt, aber 3 Knacksel ist noch... Ja, komm, scheiß drauf. Kriegen wir alle gemeinsam? Komm, ich möchte alle gemeinsam. Oh, hä? Der eine hat keinen... Warum? Der eine hat mal keinen Kreis gekriegt. Oh ja, und wir machen jetzt erstmal ein Level up. Das war mir auch nur ein Anliegen, dass wir hier nochmal ein Level kriegen, weil wir wissen ja nicht, was für heftige Bosse jetzt noch kommen. Weil muss ja kommen. Sinistru wird jetzt uns gleich noch in den Weg stellen und alles Mögliche. Big Boss werden okay mal. Oder hat mir Blödsinn erzählt. Ihr beide seid geradezu unglaublich stark. Hey, oder hat er nur gesagt, dass wir nicht so bedrohlich ausschauen. Ah, die nächsten 2. Ah, jetzt kommt die purpurrote Einheit noch. Ich wusste es. Du musstest es einfach sein. Wage nicht zu behaupten, dass du dich nicht an uns erinnerst. Wir sind die purpurrote Einheit. Ja, von der Ornador aus dem Sinistrio. Ich hab fast den Namen nicht mehr, tut mir leid. Oh Mann. Damals standen wir auf derselben Stufe mit den Schergen. Aber jetzt sind wir Admins sozusagen. Unsere Magie mit dem Make-up hat uns diese Beförderung eingebracht. Oh Leute. So wie du uns damals im Protovulkan beschämt hast, so werden wir jetzt dich beschämen. Stimmt, ihr habt's verkackt. Und dann wollt ihr mit der Ausrede Laffer, dass das Make-up verschmiert. So ein Scheiß. Ey, ich sag's euch. Wenn du lang nimmer Kreise gezogen hast, dann wärst du aggressiver. Je öfters dieser Sound kommt, wenn du einen Kreis verkackt hast. Genau diesen. Genau diesen. Boah, ey. Sowas Blödes auch. Mein Make-up ist schon wieder ruiniert. Du vergisst das hier besser nicht. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen. Ja, ich schätze auch, dass wir den nie wiedersehen. Der ist es vorbei. Wir geben uns jetzt nur noch mit die Big Bosse ab. Alter, wie viele Ebenen gibt's denn da? Das ist jetzt im Prinzip wie so ein Kampfturm. Ah, da oben ist schon Schluss. Okay. Und weiter geht's. Nur mehr atmen. Jetzt langt's aber dann. Willkommen, Ranger. Mein Boss Glasio hat mich beauftragt, euch mit großer Zuvorkommenheit zu empfangen. Ah, okay. Jetzt haben wir schon mal... Praktisch ganz unten war der Typ von Odo. Dann die purpurrote Einheit und dann von Glasio. Wir bieten unseren Gästen verschiedenste Menüs, darunter die Gänge A bis C. Aber für Ranger wie euch kommt natürlich nur das Exquisiteste in Frage, Gang Z. Das Z in Gang Z, das steht natürlich für Zerschmettern. Mammutzell. Das ist ja nice, das haben wir noch nicht. Geil. Ich kann mich nur erinnern, wie uns im Schlottertal die Keifel fast zerlegt hätten. Weil die halt doch gut reinhauen. Naja, komm. Es nutzt nichts. Scheiß drauf. Ich lade jetzt einfach nimmer doppelt auf. So. Mann, das sind schon geile Pokémon. Was du so eine Pokémon mal als Partner zu haben? Das war's doch. Mich deucht, mein Menü war nicht recht nach eurem Geschmack. Ich bin nicht traurig, euch gehen zu sehen. Lebt wohl. Und die springen immer runter. So echt komplett dramatischer Abgang. Was ist jetzt hier? Ein Schacht. Aber wir sind im Lüftungsschacht. Ach klar, jetzt macht es Sinn. Ein Haufen Schrott? Haben die sie verbarrikadiert oder was? Hier drin riecht es ganz schön fies. Das ist ja Müllhalde. Hat jemand eine gefälschte Ranger-Uniform weggeworfen? Sie sieht ziemlich gut an dir aus. Kollege, der ist echt. Ist doch gerade X-Bud tatsächlich. Einfach so? Hey, ich bekomme Meldungen, dass Ranger in das Gebäude eingedrungen sind. Ist die Gelbgänge sicher? Ah, die Gelbgänge ist im Lagerraum hier hinten sicher verstaut. Das Tor lässt sich nicht so einfach öffnen, keine Sorge. Stimmt, unsere Konvini-Einheiten sind der Schlüssel zum Tor.
Solange die Ranger nicht jeden von uns finden und besiegen, bleibt es verschlossen. Da stimme ich zu. Sogar Ranger könnten nicht jeden einzelnen von uns ausschalten. Challenge accepted. Gut, hat jeder seine Rolle verstanden? Wenn wir irgendwelche Ranger sehen, greifen wir sie uns und fesseln sie ordentlich. Dann bringen wir sie zu Glasio und reichen unseren Bericht ein. Alles klar? Okay. Okay, damit wüssten wir jetzt also, wo die Gelbgemme steckt. Das Tor sollte sich öffnen, wenn wir die Conminion-Einheit zerstören. Wo wir schon hier sind, lasst uns als erstes die Gelbgemme holen. Klar, auf jeden Fall, da bin ich ja dafür. Die haben sie jetzt aber oben versteckt. Das ist der Rasaf. Haben wir die schon? Bleiben wir kurz stehen. Na, haben wir nicht. Na, wir sind aber immer nur auf hier unsere eigene Mission. Den Pokédex zu vervollständigen. Schlagt's aber dann mal. Perfekt. Du hast auch noch mehr X-Bad. Ja, dann holen wir uns auch gleich mal X-Bad. Kannst du, dass du vielleicht eine Fähigkeit hast, die wir jetzt gleich brauchen? Wenn du schon so präsent bist. Zack. Alter, geil. Ich lasse mir erstaunlich wenig treffen für das, dass ich momentan so ein scheiß Movement habe mit der Maus. Wir analysieren, was Odo uns mitgebracht hat. Es befindet sich im Labor. Im Grunde wurde noch keine aussagefähige Analyse darüber genommen. Wir wurden nur angewiesen, es sicher unter schwerer Beobachtung aufzubewahren. Entschuldige, aber kennen wir uns? Gut, gehen wir erstmal in die erste Tür. What? Sichlor und Absol? Was habt ihr für heftige Viecher da? Ich brauche hier Blitz. Oh, wait, das wäre der wildere Ritt. Dieses Gebäude ist ein Wunder der Technik. Im Falle eines Brandes aktiviert sich automatisch eine Sprinkleranlage. Was? Das ist in den meisten Gebäuden so? Ja, oh Mann. Ach, wir chillen hier auf dem Klo. Die Ranger werden nie erraten, dass ich mich hier clever versteckt habe. Ups, nicht so laut, Ist das irgendein Ding? Rauchmelder. Ich muss die Rauchmelder zerstören. Klapp, klapp, klapp. Da ist du. Besetzt. Knock, knock. Ich hab gesagt, besetzt, ich bin am Scheißen. Klopf, klopf. Hast du was an den Ohren? Besetzt, sage ich, sonst setzt es was. Ich komme nicht raus, solange es hier drin nicht regnet oder so. Regnet? Da drin? Ah, hey, sieh mal, doch da oben an die Decke. Die haben hier eine Sprinkleranlage. Wir können es hier drin regnen lassen. Okay, also ich muss auf den Rauchmelder Brand 3 setzen, dann kommt der raus. Okay, das ist kreativ, das ist geil. Das ist schon geil. Erstmal Absol-Fanger, damit wir das nicht vergessen. Das waren crazy Angriffe. Du bist im Unlichtmilieu unterwegs, habe ich recht? Yes. Ah, da ist der Durchgang, da kommen die drei. Der Durchgang ist nun blockiert. Ha, ihr seid mir genau in meine Falle gegangen. Er kommt als meine Gefangene mit. Herr Strahlmann wird beeindruckt sein. Ha. Nubilus! Wir werden dich finden. So. Die beiden Pokémon haben wir schon. Was aber nichts Schlimmes. Blub. Somit haben wir den ersten Community zerstört. Wir müssen ja Oliviri kaputt machen. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch die Fähigkeit Blitz mitnehmen, was sehr gut ist, weil hier gleich Elektrik ist. Hm. Das ist ja seltsam. Einer der Schildplatten hat sich entriegelt. Was ist das denn passiert? Vielleicht eine Fehlfunktion? Ja, Vollidiot, Alter. Das könnte Ärger für das Tor bedeuten. Ah, so geil. Hier brauchen wir dann auch noch zerschneiden. Dann schauen wir gleich mal in den Raum rein. Vielleicht ist ja doch was mit Brand. Muss fast eigentlich. Ich frage mich immer nur, für was wir Blitze in dem einen dunklen Raum brauchen. Wow! Sherox und Logok. Ey. Ist schon geil, was die da für fette Pokémon drin haben. Aber, so.
Logok, ein Starter aus der Höhenregion. Darf man aber ja ein bisschen Damage fressen, das ist okay. Dann können wir mit dem mal den Feuermelder auslösen. Oh, stimmt, und gleich nochmal an Admin klatschen. Während ich darauf gewartet habe, dass ihr Eindringler vorbeikommt, habe ich mit dem Aufräumen begonnen. Und jetzt werde ich mit euch aufräumen. Ich finde es ja krass, dass doch nur so viele Wissenschaftler dumm sind, die halt diese Vorhaben unterstützen. Das ist halt schon wild. Aua. Das wird die jetzt nimmer. So. Bam. Halbzeit mit der Mauer. Bestimmt bis auf Fehlfunktion. Malaka, mal schauen, ob er es merkt. Was? Das kann jetzt nicht stimmen. 2 Schildplatten haben sich entriegelt? Sind aber noch 2 da, also geht das wohl in Ordnung. Ich wurde dicht gemacht. Und das Tor wird aufgemacht. Das sieht gar nicht gut aus. Du bist mit Professor Albert bekannt. Wir sind ja der Meinung, dass er ein echtes Jahrhundertgenie ist. 10 von uns Veteranen brauchen 10 lange Jahre, um den Konkiga zu entwickeln. Professor Alberts deutlich überlegener Konmini entstand dagegen nur in einem Jahr. Deswegen ist es ja gut, dass er auf unserer Seite ist. Viel zu lange war er aber bei den Machtschatten. So, Sherox. Ist ja die Weiterentwicklung von Sichlor. Ist geil. Für die. Ey, oh, hör mir auf jetzt. So. Die Sim Damage auf der Oberwelt, die hättest mir echt nicht drucken müssen. Wirklich. Diese Respektschelle. Hey, Mann, verpiss dich, Mann. Ariados, ich hasse dich, wirklich. Mein Gott, echt, du bist so nervig, wirklich, jedes Mal. Am Hippoterus-Tempel, die ganze Zeit hängst du am Arschstroh. Die Kuh hier keiner Braucher. So, Logok, let's go. Rauchmelder wurde aktiviert. Danke, Logok. So, jetzt komm raus. Es regnet auf der Toilette? Das soll doch wohl ein Witz sein. Pokémon Ranger? Ihr steckt also hinter dem Wolkenbruch. Und wenn ich mir jetzt eine Erkältung hole, schon mal daran gedacht, na? Oh mein Gott, ey, weil es fällt einfach nur Stollos runter, aber Despotas auch nur einfach so ready dabei mit Instant reingehen in den Hyperstrahl. Junge, übertreib doch nicht. Das Geile ist heute, ihr seid zwar fett und habt viel KP, aber dafür seid ihr langsam. Oh! Ich hab gerade irgendwie gemeint, der schießt doch links unten, aber irgendwie hat er nach links oben geschossen. Das war krasser Damage. Ist nicht so schlimm, wir machen eh gleich wieder One-Up. So, was sagt der Dulli jetzt? Ihr müsst es doch mal checken. Nein! Nur noch eine Schildplatte übrig? Na super, was soll ein Tor ohne Platte, das zuvor noch eine hatte? Nicht einmal Reime können mir jetzt da noch helfen. Ja, du bist ja der Marsch und ich weiß nicht mehr, warum du da stehst. Weil sobald das Tor unten ist, bist du am Boden. Ich bin bis auf die Knochen durchnässt und konnte das Tor nicht verteidigen. Schlimmer geht es wohl nicht mehr. So schnell geht's nicht. Oh na! Scheiß Ariados. Scheiß auf dich, keiner braucht dich. Und jetzt, glaube ich, versteckt sie im letzten Raum da drüben. Der Dude im Dunkeln. Ja, da hinten, da ist er. So, Electek. Ihr habt mich gefunden? Gute Arbeit, ich bin beeindruckt, Ranger. Durch das Tor kommt ihr aber trotzdem nicht. Mal was anderes. Oh, Psyana haben wir natürlich auch schon. Mir ist aufgefallen. Und nach Taraado. Oh, Dream Team. Mir ist aufgefallen. Was war das? Wenn wir die Konminis jetzt nicht zerstören können, weil uns die Nachtschatten entkommen. So vom Prinzip her. Also, die Konminis gingen ja nur kaputt, wenn wir die Pokémon bändigt, die damit hypnotisiert waren. Naja, also so rein theoretisch, wenn die schlau waren, müssten die Konminis mitnehmen und ganz woanders hinbringen oder sowas. Weil dann gingen ja geht das Tor nicht auf. Aber die stehen sie hier und attackieren uns dann auch noch damit. Und geben uns die Chance, den anderen zu zerstören. Das Tor wurde vollständig entriegelt. Jetzt zwingt mich das hier zu tun. Ich stelle mich euch mit ausgebreiteten Armen in den Weg. Ha! Oh, ui, nur mehr atmen, ui. Eine vernichtende Niederlage. Ich übernehme die Verantwortung dafür, indem ich abhaue. Irgendwie haben wir den jetzt außen getriggert, die wollte hier eigentlich pausieren, aber okay. Dann machen wir das jetzt auch noch.
Ich bin jetzt das Tor. Versucht nur an mir vorbeizukommen. Los! Du hast auch noch mehr entkommen, Mini. 2 Logok. Die hat er gerade nur aus dem Hinterzimmer da rausgeholt. So. Digga. Es ist so krass. Ich lade doppelt auf, konzentriere mich dann extra drauf, dass ich nicht... Ach komm, es ist eine Scheißattacke. Konzentriere mich extra drauf, dass ich jetzt nicht direkt den Kreis verkacke und instant verkacke den Kreis. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Damage hier. Boah, Digga. Komm. Yes, yes. Boah, ihr wart's eklig. Oh nein, es wird einfach immer schlimmer. Oh, der Typ hätte einfach nur das Tor bewachen müssen. Hat's aber nicht geschafft. Was sich hinter dieser Tür verbirgt. Naja, ist die Gelbgame. Aber wie sie nur weiter bewacht ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Ihr findet sie dann in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.